Finally, our paths cross. Man whose heart is like ours. I remember. Your We voice. called out to one another, that we may be one again. Raise your arm to the heavens, and invoke us. Zale. Is everything all right? Yeah. I'm fine. Zale and the others left the realm of ascendancy, but the mysterious voice, the pulse that shook the entire island, and the blue light that surrounded Zale, these puzzling signs hinted that perhaps things were only just beginning for Zale and his friends. The beginning of the last story. New Game Plus. Alter, das wird so episch, ey. Vor allem, das sah für mich echt so aus wie eine Arena erschienen. You overcame the trial without incident. Also eine Arena wie Super Smash Bros. Like. Egal. Yes, sir. At last, the prophecies are being fulfilled. Yeah. Now give the command. Reawaken the legendary fortress. Arm gen Himmel und sie rufen, wa? Aber wen rufen? Uncle, please don't do this. It'll lead to disaster. Know your place, wench. Now, give the command. Tja. Giral steht da, wie befiehlt nicht abgeholt, wie bestellt nicht abgeholt. Sag mal, was ist mit Zale los? Alter, wie sieht denn der gerade aus? Okay, also grafiktechnisch sieht das jetzt echt aus wie, keine Ahnung. Schlimmer als zu Nintendo 64 Zeiten. Leg mich am Arsch. Nee, komm, egal. Let's do it! Hear me! Outsider! Eine schwimmende Festung? Ich dachte, sie können fliegen. Seltsam sieht sie auch aus, ganz ehrlich. Naja. The legendary moving fortress turned out to be the island itself. And so Lazarus Island set course for the Gurak continent.
noble guests at the castle were surprised at the sudden turn of events, having expected a wedding. However, they gladly assented to the Count's plan, well aware of the fame such an expedition could bring them. As they hurriedly began to make preparations for the impending battle against the Glurak, Lazulus Island echoed with more noise than usual. Several days passed. You must be careful not to lose yourself. Power is best used by someone with the strength of heart to wield it. I wonder. Did I do the right thing? Hope I did. Eine berechtigte Frage. What is going on here? Now he's a savior, that filthy, shabby cur of a mercenary. The Count must have lost his mind. Gah! Gah! He's not only corrupted Callista, he's got to the Count as well. You two, Yes, my lord. watch Zale like a hawk. Yes, my lord. I want every minute Yes, my detail. lord. He's just some tricky little upstart, that's all. I must destroy him no matter what. They'll all see. Gut, ich meine, dafür hat es schon mal gelohnt. Yes. Werter Herr Seel, da ist jemand im Schloss, auf der er sprechen möchte. Understood. Klar, Seel kann selber quatschen, aber das Dienstmädchen nicht, ist klar. Wir haben ein schickes Zimmer. Ich habe ein Bett, ich habe eine Couch, wofür auch immer. Riesig, ich habe einen kleinen, ganz kleinen Kleiderschrank. Naja. Überschreiben, Wohnbereich. Tsching, tsching. So, wer könnte es sein? Callista, ich glaube, die ist momentan nicht so von uns angetan. Vielleicht, unsere Freunde werden es wohl auch kaum sein, wenn wir einfach reinstürmen. Es könnte natürlich... Wer sprechen möchte. Ist sie vielleicht Sir Furious oder direkt schon? Oh, mein Callista. Callista, I just want to see you. Super, dankeschön. Kann ich mir auf den Sack gehen? Nee. Callista. Verdammt nochmal. Das wollte doch alles nicht. Da. Was? Ansehen? Schön. Die Wolken sind uns vorbei. Der Wind irgendwie auch. Verzieht die ganze Grafik. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Freunde, was haben wir bloß angerichtet? Alles ist im Arsch. Alles im Arsch. Wie auch. Aber da ist nichts Neues. So, im Schlosshof also, wa? Jetzt heißt plötzlich Werter Seel. Mhm. I can't believe it. Ah, es soll Krieg geben. Oh. Was soll er bloß anziehen? That Master Zale. Was? That Master Zale's been in and out a lot these days. Ja, da wollen wir doch mal. Ist es vielleicht doch General da? Der Kalisi wird es nicht sein, die sind in ihrem Zimmer und heult. Who are you? Ernsthaft? Who sent you? Eine Falle. Answer me. I'm just gonna have to beat it out of you. Das ist Nummer 1.
Who are you? You're gonna help me? We have to finish this first. But then I want some answers. Irgendwie kann er nichts, wa? Was? Wait! Why is this happening? Why are you after me? Who sent you? Think I'll talk. No! Giral. Ja, und jetzt? Der mit der grünen Kapuze ist auch weg. Ah, da unten ist er. Gib mir Antworten! There are rumors about the cliff through here, but I don't see anyone there today. Ah, darf ich durch? Nee. Die Tür geht nicht mehr auf. Ah, das ist aber bloß eine scheiß Wache, okay. Das ist natürlich scheiße. Ah, Leute von heute, was soll ich bloß tun? Leute von heute. Was hat die Leute von morgen? Ja, und jetzt wieder zurück. Ich meine, dass Giral die Zimmer sich geschickt hat, ist offensichtlich, aber Das ist noch so ein Typi. Stimmt, mit denen gab es glaube ich irgendwie so eine Quest nach, aber so eine Sidequest. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe gar nicht mehr so Bock auf so große Sidequests. Ich meine, wir haben einige noch gemacht, einige interessanten, aber ansonsten, nee. Mich interessiert die Story viel mehr. Die geht jetzt gerade richtig ab. This is known as the Forbidden Gate. Mach sie My auf. family have got. That's a mystery. Ich will ja durch. Mann. Ah, ja. Aber ja, wenn wir schon beim Thema Grafik und so weiter sind, was ich vorhin gerade gesagt habe, ja, vor allem im Winkelrad, das kann ein bisschen vorbeiziehen, deswegen vielleicht teilweise ein bisschen so wirken lässt, wird das Ganze flackern. Es ist halt, man muss es trotz allem sagen, es ist halt ein Wii-Spiel. Deswegen nicht unbedingt HD-mäßig, Aber es ist trotzdem halt so liebevoll, bis ins kleinste Detail gemacht, vor allem die Zwischensequenzen, die ganze Story, die ganze Emotion dabei. Also wenn es Spiele gibt, die ein HD-Remake, ein HD-Port, whatever verdienen, ist The Last Story garantiert eines davon. Also, jetzt Militärflügel, nö. Hab keinen Bock drauf. Da unten gehen auch keinen Bock drauf, aber worauf hab ich Bock? Ich geh wieder pennen, komm. Ist scheißegal hier. Eine Falle, sehr schön, wurde verarscht. Bin sauer. Ich gehe zu Giral und lass es wie ein Unfall aussehen. Passt doch. Ball ist egal, vorbei, da passt sowieso, komm. Also. Giral, zeig dich. Sei kein feiges Huhn. Sei ein Mann. Stimmt, die Dinge gibt's ja auch noch, wa? Stimmt ja, wenn man eh schon. Ah, der Gwen. Was geht ab? Was? Hey, you look kind of down. Anything you want to talk about? This whole outsider thing bothers me. I felt something weird in the realm of Ascendancy. Like I was in a whirlpool, surrounded by thoughts and emotions. And they were calling out to me, to set them free. I think the outsider is a lot more than we think it is. And? So what if it is? Look, Zale. Giral still hasn't given up on his attempts to try and get rid of us. It's not just Giral either. I'll bet there are loads of people here who'd be happy to see us gone. This place is a battlefield, just like any other. Do you understand, Zale? I know, but... It's fine to think about the outsider a bit, but try to prioritize your survival first.
Right. Ein bisschen sehr schwarzmalerisch, oder? Zack, weg ist er. Ah, high society. How's it feel, Zale? I don't know. It's too different to what I'm used to. But you seem to be just fine, lol. It must be because of your noble blood. My blood's got nothing to do with it. It's just a question of time. Hang around in these fancy places enough and you soon figure it out. Oh, everything I've done is a waste. Don't say that. You're a man of fine social standing. None of that means anything. Now I've met you. Goodness, that was smooth. Very well. Would you take me out to dinner? Tja, da sagt er nichts mehr. Die Bibliothek. Jetzt haben wir gerade natürlich alle unsere Freunde hier ein bisschen rumgammeln, sagen wir jetzt mal, oder sonst irgendwie ihre ich glaube, Pflichten, ihr Hobby betätigen. Was macht Cyrene in der Bibliothek? Was ist jetzt los? Someone pinched me. Seems like yesterday that every man and his dog treated us like crap. And now we're strolling through the castle. Also, wir haben hier doch... Oh, Mirene ist da rechts. Man sieht es zwar kaum, aber sie ist tatsächlich da. Wir haben noch ein paar Geschichten zu erzählen, Freunde. Die Geschichte des Kaiserreichs. Vor langer Zeit, das Kaiserreich war noch nicht gegründet, tobte jahrhundertelanger Krieg über den Kontinent. Im Kampf um die Herrschaft erhoben sich Königreiche und vergingen wieder. Es entsprang aber in unerbittlichen Kriegsjahren ein Souverän, der mit Tugend regierte und die Grundfesten für unser heutiges Kaiserreich legte. In jenem alten Reich lebten Menschen und Gurak friedlich miteinander, arbeiteten gar am Werden einer hochentwickelten Gesellschaft. Die Menschen mit Weisheit und Reichtum, die Gurak mit Stärke und technologischem Verstand. Doch nach einiger Zeit wollten die Menschen, aus Angst vor eben dieser Stärke und Technologie der Gurak, die alleinige Macht an sich reißen. Es entwickelte sich ein Elite-Denken, das in der Verfolgung der Gurak gipfelte. Der König hatte diesen sozialen Umwälzungen nichts entgegenzusetzen und sah sich letztlich gezwungen, die Gurak in die Verbannung zu schicken, um das Königreich erneut zu reformieren. Durch diese Tat gelang es ihm, die Menschen zu einen. Seine Hoffnung lag darin, Ruhe und Frieden, die aus dem Königreich verschwunden waren, wiederherzustellen. Die Gurak mussten sich in einem Land weit im Süden ansiedeln. Menschen, die sich im Zuge der Vertreibungen hervortaten, wurden mit Ländereien und Titeln belohnt, was zur Bildung einer Adelsschicht und der Geburt eines fast den ganzen Kontinent umspannenden Kaiserreichs beitrug. Doch der Friede war nicht von langer Dauer. Die Geschichte sollte sich wie so oft wiederholen. Das kennen wir irgendwoher, wa? Die Fürsten des Reichs lüsteten bald nach Unabhängigkeit und Bürgerkriege brachen aus. Was als Quälereien über Gebietsansprüche begann, wuchs sich zu einem verheerenden Krieg aus, der schon nach kurzer Zeit das ganze Kaiserreich überzog. Doch dieser Krieg sollte ein abruptes Ende finden. Der Herrscher über Lazulis, Aganan I., erbaute eine Waffe, die ihresgleichen suchte. Angesichts solch drohender Zerstörungskraft legten die verfeindeten Fraktionen die Waffen nieder und stimmten Verhandlungen mit dem Kaiserreich zu. Mit jeder Waffe wäre es ein leichtes gewesen, den gesamten Kontinent im Sturm zu erobern. Aganan I. jedoch ging es nur um eines: Frieden. Der Entscheidung, die Waffen nur als Abschreckung zu nutzen, ist es zu verdanken, dass das Kaiserreich noch heute besteht. Interessant, dass die Gurak da also technologisch fortschrittlich waren. Ich meine, was heißt das genau? Heißt es eigentlich, warum sind die Lazulis-Kanonen für sie irgendwie so, ja, so eine große Abschreckung? Die müssen doch eigentlich in der Lage sein, sowas Ähnliches auch zu bauen. Auch jetzt noch. Die versiegelte Festung. Nur das kurz. Vor langer Zeit tobte ein Krieg, der den Kontinent zu vernichten drohte. Aganan I. aber nutzte die Macht des Fremden und schuf eine gewaltige mobile Festung. Und nur derjenige konnte sie bewegen, der das Mal trug. Durch die abschreckende Macht ihrer Feste fand der Krieg zuletzt ein Ende. Um zu verhindern, dass ihre Macht nur missbraucht würde, ward sie versiegelt. Ward, finde ich immer so ein schönes Wort. Ward sie versiegelt. Überliefert ist nur dies: Kommt Unheil über die Insel Lazulis, so wird ein Träger des Mals des Fremden erscheinen und er wird ihr Erretter sein. Jo, kann man mal so sehen.
Das war jetzt relativ kurz. Sind jetzt alle so kurz hier, oder was? Nö. Uralte Magie. 2 magische Fähigkeiten besitzen nur jene, in deren Adern das Blut der Arganen fließt. Ihr Zweck liegt darin, das Fremde und seine große Macht zu schützen. Daher können sie nur in Gegenwart eines Malträgers eingesetzt werden. Die erste, auch bekannt als verborgene Barriere, dient dazu, Verbündete vor Unheil zu wahren, indem ihr Körper von Magie umgeben wird. Das ist die Fähigkeit, die Kalista hat. Oder bei uns einsetzen kann. Jede Form von Angriff kann so abgewehrt werden. Mitstreiter im Kampf effektiv schützen zu können, ist wahrlich ein großer Segen. Die zweite ruft einen Wächterbestie herbei, einen von 2 Zwillingsdrachen, deren Aufgabe es ist, das Fremd zu schützen. Der ist neu. Folgende Bedingungen müssten jedoch erfüllt sein. Der Magiewirkende muss zuallererst Anerkennung bei der Bestie finden, damit er sie überhaupt beschwören kann. Damit nicht verschwenderisch mit der Magie der Wächterbestie umgegangen wird, gewährt der Drache seine Hilfe des Weiteren nur in Zeiten großer Not, wenn die menschliche Kraft der Arganen allein nicht ausreicht. Interessant. So, den Rest machen wir ein anderes Mal. Mirania, what are you doing here? Oh, just a smidgen of research. Zale, when we were in the realm of Ascendancy, did you sense anything? Like a voice? Yeah. Glad it wasn't just me. Ever since we came here, I thought it was odd. Everywhere I've been, the land is dying. But here, the land is flourishing. It's unreal. I think it's linked to the Outsider's power. The Outsider seems to have the same kind of power as the Guardians do. But I think they're different somehow. Wow. You've been thinking about this quite a bit. Are you onto anything yet? Nothing definite. All I know is that this island used to be desolate and uninhabitable. But that changed after the Arganan founder used the Outsider's power to build the cannon. Then it's all tales of rejoicing and prosperity. What bothers me is that there's nothing written about what the Outsider is. It's strange. It's like someone has cleverly covered their tracks. Right. I see. If we can discover the Outsider's secret, that could give us a vital clue as to why the land is dying. That's my hypothesis anyway. That's why I'm conducting research. Yeah, just make sure the Count doesn't find out. It's fine. You needn't worry about me. Das ist Ziel, der macht sich immer Sorgen. Was auch ganz normal ist. Ja gut, das Fremde, kann natürlich sein, dass er halt Energie abzieht und deswegen ja, für sich selber nutzen, weil das Fremde halt hier in der Erde eingeschlossen ist und unterhalb des Schlosses halt ist hier in der Umgebung halt alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und überall sonst, wo halt die Energie verschwindet, weil es ja fürs Fremde genutzt wird, da ist halt alles scheiße. So ungefähr könnte man vorstellen. I can't believe. So. Jurik fehlt noch, hä? Wo ist denn der? Kann ich zum Grafen rein? Oh, das ist echt Loch. Wird da wohl kaum Jurik hier drin sein, oder? Gut, dass Dagon hier ist, wundert mich ja nicht, die sind ja eh beste Freunde. Zale, are you feeling alright? You've been like this for 8. You're the savior of this island. Ja, hatten wir schon mal. Oh. Ah, Zale, my boy, how do you like my humble abode? I'm still getting used to it, sir. Just take your time. It will be a while before we reach the Gurak continent. Count, may I please ask you something? You may. Sir, our current campaign, do you think it's really necessary? Well, strictly speaking, it is not vital in order to protect the Empire. But as a mercenary, you would have seen firsthand the dire situation of the Empire's lands. Yes, sir. The land's power wanes year by year. That is why the Empire is in a continual state of civil war. The land's power? That's right. Lazarus Island is the heart of commerce within the Empire. Believe me, I know.
Nobles are fighting over territory to supplement their poor harvests. Soon it will consume us all. We have need of new land, fertile land. That's where the Gorak continent comes in. So you intend to colonize the Gorak continent, sir? That's right. Then we can stop the war and save the people. Do you follow? Ausbeutung. Nichts anderes als Ausbeutung. Yes, sir. I have high hopes for you, my boy. Don't let me down. Oh, das wird ja richtig lustig. Ja. Gut, dass Khaleesi nicht so erfreut ist, verstehe ich jetzt umso mehr. Wie kommen wir jetzt aus der Scheiß wieder raus? Keine Ahnung. Cythereus was looking for you, Master Zale. He's waiting at the lookout point to the north. Understood. Ausgerechnet jetzt, okay. It seems that new boy Zale. We should get out. Der New Boy Sale. Da frag ich mich doch glatt. Ich weiß, es war von Norden die Rede. Aber noch etwas ganz anderes. Ob noch etwas mit Chiral aktiviert wird und so, weil der war doch der Pisser, der mich angegriffen hat. Ansehen schon wieder. Das ist ein hübsches Bild fürs Thumbnail. Da kann ich sowieso machen. So. Kalista heult. I can defeat that spy Maskar, no problem. I just need to know how. Stell ich mir. I can defeat that spy Maskar, no problem. Callista. Das hilft ungemein. Das Neues in unserem Zimmer könnte ja sein. Hinterhältige Falle oder so etwas? Nö, ist bloß ein Speicherpoint. Okay, Leute, wir werden ganz kurz hier speichern und dann sagen, es geht in dieser Folge hier hoffentlich spannend weiter. Ching, ching. Und zwar mit Lord Furious, dann, ja gut, wir sind ja eigentlich Ritter in Ausbildung, vielleicht beginnt ihr jetzt, wenn wir ein bisschen Zeit haben, ein paar Tage, bis wir bei den Gorak sind. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht nochmal in die Stadt und so gehen, so, weil je nachdem kann es sein, dass wir zum letzten Mal Sidequest machen können. Aber ganz ehrlich, soll ich? Ich weiß nicht. So ist viel interessanter, hey. Scheiß auf Sidequests. Scheiß auf Sidequests. Nee. Natürlich nicht immer, kommt immer drauf an, aber egal. Anderes Thema. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao zusammen.